Herzlich willkommen zu Hour of Prayer an diesem Dienstagmittag. Mega schön, dass du dir die Zeit genommen hast, einzuschalten, mit dabei zu sein, mit uns zusammen zu beten. Mit mir im Studio ist meine Tochter Gina. Hallo. Mega schön, dürfen wir das zusammen mit dir machen, weil du bist ein wichtiger Teil, nicht nur wir, sondern du bist der matchentscheidend wichtige Teil jetzt auch bei diesem Hour of Prayer und darum mega danke, dass du dabei bist. Wir sind in der Serie Send Revival und wir sind bei diesen 7 Sendschreiben drin. Und letzten Sonntag haben wir die Church von Smyrna besucht, sozusagen, kann man so sagen, gell? Genau. Und das ist die einzige Church, in der Gott nicht sagt, ich habe etwas gegen dich, sondern das ist die Church eben in Smyrna, diese Gemeinde in Smyrna, bei der Gott Ermutigung ausspricht, ihnen immer und immer wieder sagt, bleibt dran, bleibt standhaft und das ist mega krass. Weil zu diesen 7 Sendschreiben in diese 7 Gemeinden spricht Gott Ermutigung, er spricht Warnung, er spricht aber auch Ermahnung genau hinein, aber in Smyrna macht er das nicht, sondern ermutigt dort die Christen standhaft zu bleiben. Warum macht Gott das? Weil es gibt einen Kaiserkult. Die Gemeinde war mega konfrontiert mit einem Kaiserkult. Sie mussten ihre Knie beugen vor einer Statue oder vor dem Kaiser selbst. Und hast du das nicht getan, weil du eben Christ bist und du gesagt hast, hey, ich diene nur einem Gott und ich werde meine Knie nicht beugen vor einem Menschen, dann musstest du damit rechnen, dass du verfolgt wurdest, dass du misshandelt wurdest, dass du keine Arbeit hattest. Also es war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Das war Fakt damals in Smyrna vor ca. 2000 Jahren. Und heute ist es Fakt, dass wir auf der Welt, sage und schreibe, circa 340 Millionen verfolgte Christen wissen. Das ist eine immense Zahl. Stell dir das vor. 340 Millionen Menschen werden verfolgt heute in dieser Zeit, in der wir leben, einfach weil sie Jesus lieben, weil sie an Jesus glauben, weil das ihr Fundament geworden ist und weil sie sagen, ich beuge mich nicht einem Zeitgeist, ich werde keinem anderen Gott dienen als meinem Jesus Christus. Und mit diesen Zahlen habe ich es nicht so und darum habe ich mir mal überlegt, okay, wie viele Menschen leben in der Schweiz und wie viele Menschen leben in Deutschland? Und ich habe das mal so runtergebrochen und wenn du dir überlegst, eben diesen 340 Millionen Christen, die verfolgt werden, dann sind das 38 Mal so viele wie in der Schweiz leben und 4,1 Mal so viele wie in Deutschland leben. Das ist krass. Das ist mega krass. Und lass uns jetzt gerade, weil wir eben dieses Thema beleuchten, verfolgte Christen, lass uns jetzt gleich zu Beginn beten, dass wir eine geniale Zeit zusammen haben und dass wir erkennen, was unser Part auch in dieser Zeit ist. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein gewaltiger Gott bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein liebender Gott bist und dass du ein Gott bist, der uns führt, der uns Orientierung gibt, der uns Weisheit und Einsicht gibt, der für uns ist, der uns ermutigt und uns einfach zeigt, wie wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, leben sollen, damit wir dir Ehre geben können und damit wir einfach, ein Statement, Botschafter sein können in dieser Welt. Ich danke dir dafür, dass du jetzt in dieser Hour of Prayer, in dieser Zeit mit uns bist und dass du zu uns sprichst und uns auch verändern darfst. Danke so vielmals. Amen. Amen. Genau, heute wollen wir 2 Themen eigentlich anschauen und dafür beten. Eines davon ist, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten wir in unserem Alltag, in unserem Umfeld erleben. Und das andere Thema ist, wir wollen wirklich für diese verfolgten Christen im Gebet gemeinsam in dieser Hour of Prayer einstehen. Und wir wollen uns anschauen, was Gott eigentlich zu Smyrna sagt in der Offenbarung 2, 8-9. Wenn du zu Hause bist, dann öffne doch deine Bibel. Offenbarung 2, 8-9. An den Engeln der Gemeinde in Smyrna schreibe: Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst.
Und hier können wir gleich einen Link zu uns heute machen. Wo in unserem Leben erleben wir Dinge, in denen wir Gott brauchen und auch wissen müssen, dass er mittendrin ist. Jesus hat uns lebendig gemacht und er hat sich dir offenbart, sonst wärst du heute nicht hier. Er hat sich dir offenbart als dieser allmächtige Gott, dieser liebende Gott, für den wir ihn kennen dürfen, welcher mitten in deiner Verfolgung, mitten in deiner Schwierigkeit drin ist, dich sieht und dich kennt. Und mir ist es einfach ein Riesenanliegen, dass wir uns als erstes bewusst werden, wer ist dieser Gott, der uns hier sieht. Er ist dieser allmächtige Gott und das lesen wir auch in diesem Vers. Wer spricht hier zu uns? Und dann die Erkenntnis, dass er mitten in unserem Leid drin ist, uns kennt und dieses Leid auch ernst nimmt und sieht. Und für das möchte ich einfach beten. Vater, ich danke dir, schenkst du uns heute diese Erkenntnis, wer du wirklich bist und als welchen du dich einfach uns nochmals neu offenbaren möchtest. Und ich danke dir, dass du das auch tust heute, dass wir eine neue Offenbarung von dir bekommen, dass du uns wirklich zu uns heute sprichst und uns auch begegnest, egal wo wir sind. Vielleicht bist du auf der Autofahrt und hörst zu, vielleicht bist du in deiner Wohnung. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich danke dir, Vater, dass du uns heute einfach begegnest über diesen Livestream und auch hier vor Ort. Und wir möchten jetzt einfach zuhören, was Gott uns zu sagen hat, wer er ist, was er dir nochmals zeigen möchte. Und du darfst dir einfach Jesus vorstellen, wie er vor dir steht und was er dir sagt und einfach mal zuhören. Danke, Jesus, bist du souverän. Bist du ein souveräner Gott. Wir danken dir, bist du Alpha und Omega. Du bist der Vollender. Du bist der, der den Sieg bereits getragen hat. Amen. Amen. Ich möchte dich jetzt gleich im Chat mal fragen, erinnerst du dich, wann du diesem Gott begegnet bist? Erinnerst du dich noch daran, wann du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wann du Ja gesagt hast zu deinem Jesus? Schreib doch bitte in den Chat hinein, vielleicht weißt du es mit Datum, vielleicht weißt du noch, wo du warst, vielleicht, ja, keine Ahnung, aber schreib es in den Chat, weil es nimmt uns Wunder, weil das ist das Entscheidende, das wir brauchen. Das ist das Elixier, das wir brauchen, dass wir wissen, hey, dieser Gott, wir haben Ja gesagt und er lebt in uns, er lebt durch uns und er lebt lebendig in und durch uns, weil das ist das, was uns lebendig macht und auch eben in Anfechtungen standhalten lässt, oder? Genau. Und Gina, magst du dich erinnern noch, wann du mit Jesus ganze Sache gemacht hast oder wie du ihm begegnet bist? Wie ist das gelaufen? Genau, also ich habe das Riesenvorrecht, ich bin christlich aufgewachsen. Dementsprechend habe ich mit 4 Jahren mein Leben Jesus übergeben. Da warst du mit dabei. Wir haben gemeinsam einfach Jesus eingeladen in mein Herz und ich habe da wirklich nochmals einfach das erste Mal Ja zu Jesus gesagt und von da an immer wieder. Ja, genau. Genau, und ich war 31, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich weiß das Datum nicht mehr, wirklich nicht. Ich weiß nur, es war Herbst, es war September. Und von diesem Moment an, ja, das war so einschneidend und so wichtig und so matchentscheidend. Und Gina, wenn du hast jetzt gesagt, du bist mit 4 Jahren, hast du diesen Jesus kennengelernt. Jetzt bist du 23. Hast du in dieser Zeit Anfechtungen oder irgendwie Verfolgung erleben müssen? Das sind jetzt krasse Worte, aber ich brauche es jetzt extra so, weil wir sind ja im Thema drin, eben verfolgte Christen. Ja, so Verfolgung kann man so nicht sagen, aber ich denke schon, Ausgrenzung war doch ein Teil davon. Also ich habe durchaus erlebt, wie ich ausgegrenzt wurde oder erlebt, wie sich Freundschaften leider auseinandergelebt haben, weil man einfach oder weil ich nicht angenommen wurde für das, was ich glaube. Und ich habe das in meiner Schulzeit erlebt, in meinem Arbeitsumfeld immer wieder mal. Ja, das ist durchaus ein Thema, aber dort
durfte ich sehr stark erleben, wie das, was wir gelesen haben gemeinsam, hey, Jesus war mitten drin in dieser Verfolgung bei mir, einfach in dieser Ausgrenzung. Ja. Das durfte ich ganz stark erleben da drin. Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Das gab mir einen Frieden. Also ich glaube, ich hatte da einfach einen Frieden darüber und ich konnte es Jesus hinlegen und abgeben und wusste, er hat einen guten Plan. Mega schön, mega stark. Und ich denke, eben das kann man ja nur sagen, dass man einen Frieden hat, wenn man wirklich erfüllt ist mit diesem Jesus. Oder anders ist das ja gar nicht möglich. Und wir lesen hier im Chat, schreibt Franziska Graf, sie hat im März 2019 hat sie diesen Jesus kennengelernt. Wie schön. Marion schreibt 18.06.1986, ganz präzise, auch mega schön. Dann schreibt jemand, als ich 7 Jahre alt war. Eben, du siehst, das ist wirklich etwas, du weißt noch wahrscheinlich, wo du warst und vielleicht den Monat, dass du das genaue Datum noch weißt, das ist mega cool. Aber es ist entscheidend für uns, dass wir das wissen, weil es gibt uns die Kraft, eben im Glauben vorwärts zu gehen, egal wie man behandelt wird. Und ich denke, wir hier in der Schweiz oder in Deutschland und hier auf der ganzen Welt sind wir ja zusammen verbunden und einfach, ich kann ja jetzt nur von der Schweiz sprechen und wir haben das noch nicht so krass erlebt, diese Verfolgung. Aber eben, wir können ja nur erahnen, wie das wirklich ist, wenn Menschen krass verfolgt wird. Aber was wir können ist, ich kann dir zusprechen auch, dass Gott dich eben sieht in deinen Umständen oder in deinen Lebenssituationen. Gott sieht, wenn du zum Beispiel, wir haben hier eine Folie, eine Liste mit Herausforderungen, die du eben als Christ auch vielleicht schon erlebt hast. Vielleicht hast du schon erlebt, dass du gemobbt wurdest, dass du vielleicht aus dem Geschäft gemobbt wurdest, weil du Christ warst. Das habe ich schon gehört, das gibt es wirklich. Ich musste es selber noch nicht erleben, aber das habe ich gehört. Vielleicht bist du verleumdet worden, vielleicht haben deine Verwandten, deine Bekannten dir gesagt, hey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du bist komisch, du bist radikal, du bist extrem, du bist in einer Sekte. Vielleicht hast du schon erlebt, dass eben Beziehungen in Bruch gegangen sind. Das musste ich schmerzlich erleben. Das tut wirklich sehr weh. Und wenn du dich dann entscheiden musst, eben für Gott oder für eine Freundschaft, dann das machst du nicht einfach so, sondern das wäre ja auch wieder komisch, oder? Dann hätte dir die Freundschaft ja nichts bedeutet. Ausgrenzung, eben Jobverlust hatten wir. Genau. Cancel Culture. Ja, großes Thema. Großes Thema, genau. Das ist natürlich dieser Zeitgeist, der im Moment am Wehen ist. Und Einschränkung eben der Meinungsfreiheit gehört hier dazu und so weiter und so fort. Die Liste könnte noch länger werden, genau. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt beten. Und schreib auch hier einfach in den Chat hinein, was du erlebt hast. So wie Gina vorhin gesagt hat, was sie erleben musste. Schreib auch du hinein, was du erlebt hast, was für Herausforderungen du facen durftest, weil du dich zu Jesus bekennt hast. Und wir beten dafür. Ich möchte beten, dass Jesus einfach größer ist und stärker und schöner ist als das, was wir verloren haben. Und Jesus, ich danke dir, dass wir einfach diese Herausforderungen, in denen wir gestellt werden, weil wir dich kennen, weil wir dich lieben und weil wir Ja sagen zu dir, weil du uns wichtiger bist als Menschen, vielleicht auch als unsere, nein, nicht vielleicht, sondern als unsere Arbeit. Dann danke ich dir, dass du uns die Kraft dazu gibst, aufzustehen und zu sagen, schau, ich stehe für meinen Jesus und ich liebe dich, Jesus, und ich lasse mich nicht wegdrängen von irgendetwas anderem. Und wenn mir etwas gestohlen wurde, dann danke ich dir, Jesus, dass du mir zurückgibst, was mir gestohlen wurde. Auf deine Art und Weise. Nicht so, wie ich es mir wünsche, sondern so, wie du es für mich parat hast. So, wie du es für mich bereithältst, weil ich glaube daran, dass wenn mir etwas gestohlen wird, unrechtmäßig, einfach weil ich dich liebe und weil ich treu zu dir stehe, dass du zurückgibst und mich beschenkst in dem drin. Und es größer und genialer ist, als dass ich es mir vorstellen kann. Und danke, dass du auch der Tröster bist, der uns tröstet, wenn wir Verluste erleiden.
wenn wir Beziehungen abschneiden müssen, wenn wir unseren Job verlieren, wenn unsere Finanzen dann schwinden, wenn wir verleumdet werden, wenn über uns Dinge ausgesprochen werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Aber ich danke dir, dass du in all dem drin bist und dass du uns tröstest, dass du uns auferbaust und dass du uns sagst, bleib dran, halte durch, halte durch. Das spreche ich uns zu, in Jesu Namen. Amen. Amen. So gut. In der Offenbarung 2,9 können wir weitergehen und da steht, und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Eine krasse Aussage. Und da erlebe ich einfach immer wieder, dass der Glaube so ein Spannungsfeld ist. Der Glaube ist ein Spannungsfeld von dem, was wir erleben, unsere Erfahrungen, diese Ausgrenzungen vielleicht, dieses Mobbing, diese Cancel Culture. Und dann aber auch die Erfüllung vom Heiligen Geist, dass wir mit Jesus Beziehung haben dürfen, dass wir Jesus erleben dürfen. Das ist so eine Spannung und manchmal sehr, sehr schwierig auszuhalten. Aber ich habe mich gefragt, wieso sagt Gott das zu Smyrna? Und da ist einfach, hey, sie sind standhaft geblieben. Sie haben so unfassbar schreckliche Dinge erleben müssen, die viele von uns nicht nachvollziehen können. Aber sie haben in diesen Umständen, in dieser Bedrängnis, sind sie standhaft geblieben und auch Gott treu geblieben. Und sie hatten keinen lauwarmen Glauben. Und ich habe dir nochmals diese Dosen mitgebracht, von denen Leo erzählt hat und auch dieses coole Beispiel gemacht hat. Von außen siehst du keinen Unterschied, aber das eine ist leer, nicht gefüllt, lauwarm, gar nicht gefüllt, und das andere, die andere Dose, die ist gefüllt vom Heiligen Geist, die hat Inhalt, sie hat Bestand. Und das Krasse ist, wenn ich diese Dose hier nehme und drücke, dann merke ich schon, sie ist nicht so stabil, und das beschreibt auch diesen lauwarmen Glauben, den wir manchmal vielleicht in gewissen Bereichen haben können. Und was passiert ist, wenn Druck kommt, dann kann man diese Dose ganz easy zerstören und sie hält dem Druck nicht stand. Aber was Gott über Smyrna sagt und was wir uns auch wünschen für unser Leben, ist, dass unsere Dose Bestand hält. Ich kann da drücken, wie ich möchte, da passiert nichts. Diese Dose hat Bestand, egal was kommt. Und das wünschen wir uns, dass wir eine Standhaftigkeit erleben dürfen in unserem Glauben und auch haben dürfen, und da auch eine gewisse Radikalität für unseren Jesus. Und ich glaube, wenn er sagt, oder wenn wir hier lesen in der Bibel, doch in Wirklichkeit bist du reich, dann reden wir hier, dass unser größter Reichtum wirklich Gott ist, der in uns drin lebt. Und ich möchte für das beten. Ich habe im Vorfeld ein Bild aufs Herz bekommen von einem Haus, welches auf Sand, halb Sand, halb Fels gebaut ist. Und vielleicht kennst du dieses Gleichnis aus der Bibel. Und dieses halb Fels, halb Sand steht für eine gewisse für einen gewissen lauwarmen Glauben. Und ich glaube, dass Jesus dir heute aufzeigen möchte, in welchem Bereich du wirklich auch diese Hilfe von ihm brauchst, um diesen lauwarmen Glauben, diesen lauwarmen Bereich wirklich umzugraben, diesen Sand wegzugraben und da ein stabiles Fundament hinzubauen mit Hilfe von unserem Jesus. Und für das möchte ich beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns heute einfach zeigen möchtest, wo sind wir lauwarm, in welchen Bereichen vertrauen wir dir nur so halb oder denken, wir können es ohne dich schaffen, wo würden wir diesem Druck nicht standhalten. Und ich danke dir, dass du uns das einfach aufzeigst, und wir möchten wirklich um Vergebung bitten, da wo wir lauwarm geworden sind, da wo wir den Glauben als zu selbstverständlich genommen haben, da wo wir nicht auf dich gebaut haben, sondern auf weltliche Dinge, genau, du weißt vielleicht genau, welchen Bereich Gott ansprechen möchte in deinem Leben. Und ich danke dir, dass du uns vergibst, da auch, wo wir dich verleugnet haben, Jesus, da, wo wir in einem Gespräch nicht dazu gestanden haben, weil uns der Mut und die Kraft gefehlt hat, zu sagen, Jesus, wir lieben dich und wir glauben an diesen Jesus Christus, wo wir vielleicht auch verpasst haben, jemanden anzustecken mit dieser Freude. Und wir bitten da wirklich um Vergebung und danken dir wirklich, dass du uns da einfach
neue Kraft schenkst, die uns wirklich beflügeln darf, diese Freude, die wirklich rüberschwappen darf. Und ich bitte dich wirklich, dass du Leben einhauchst in diese Bereiche, welche bei uns abgestorben sind, wo wir es vernachlässigt haben, dich an erste Stelle zu setzen. Und wir bitten auch wirklich um Erweckung in unserem Glauben, dass du unser Glaube erweckst. Dass diese Serie heißt Send Revival und sie geht 7 Mal. Und ich danke dir, dass in diesen 7 Schreiben wir wirklich unser Leben umkrempeln dürfen. Und auch heute, dass du wirklich nochmals Erweckung schenkst. Ja. Amen. Wow. Ja. Amen. So ist es Erweckung. Und ich habe jetzt gleich im Chat gelesen, dass viele geschrieben haben, dass Beziehungen, Gemeinschaften auseinandergebrochen sind, weil sie, weil ihr mit Jesus ganze Sache gemacht habt. Und das tut mir selber weh. Und dafür möchte ich wirklich einfach noch beten, dass Gott dir das, was eben weggebrochen worden ist von dir, weggebrochen, dass Gott hier neue Beziehungen, göttliche Beziehungen einfach schenken darf und dich beschenken darf mit neuen Beziehungen, weil das ist etwas ganz, ganz Schmerzhaftes, wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Weil du hast ja diese Freude, du hast vorhin eben von dieser Freude erzählt, die in dir drin ist. Und wenn du das mit anderen nicht teilen kannst, mit Menschen, die du eben liebst, das tut weh. Und Jesus, ich danke dir einfach für die Treue von all den Menschen, die jetzt geschrieben haben, dass Freundschaften weggebrochen sind, dass sie Freundschaften verloren haben. Und Freundschaft steht ja nicht einfach für, ja, das ist jetzt ein cooler Typ oder es war nice mit der Person, sondern Freundschaft steht eben für Freundschaft. Da ist ein Band gewesen, eine Innigkeit, eine Verbundenheit auch. Und ich danke dir, Jesus, einfach für diese Treue und zu dir. Und ich bitte dich, dass du göttliche Freundschaften dazufügst. Göttliche Freundschaften, die du in die Leben von uns bringst, die wir eben Freundschaften loslassen haben müssen, weil wir dich lieben. Und ich danke dir, dass du unser allerbester Freund bist und dass das keine Freundschaft toppen kann. Du bist unser allerbester Freund und dafür danke ich dir. Amen. Ja, lasst uns jetzt den Fokus von uns wegnehmen hin zu eben diesen ca. 340 Millionen Menschen, die verfolgt werden, wegen ihres Glaubens, die gehasst werden, wegen Jesus Christus. Lasst uns den Blick auf unsere Brüder und Schwestern halten, weil es sind unsere Brüder und Schwestern. Und ich selber muss mir da wirklich auch immer wieder sagen, hey Isabel, ich habe eine Aufgabe, auch für diese Menschen zu beten. Und ganz ehrlich, ich vergesse es oft. Ich bin eine Fürbitterin, ich bete sehr, sehr oft für mein Umfeld, für meine Familie, für meine Arbeit, für meine Arbeitskollegen, eben für mein gesamtes Umfeld, Nachbarschaft und so weiter. Aber die verfolgten Christen, die sind irgendwie nicht so ganz auf meinem Radar und das möchte ich jetzt ändern. Da möchte ich jetzt gleich ein Statement machen. Ich möchte es wirklich ändern, weil ich glaube, wir haben eine Aufgabe in dem drin. Und wie können wir das machen? Und ganz ehrlich gesagt, es ist so schwierig. Was soll ich für Menschen beten? Ich habe heute Morgen eine Geschichte gehört von einer jungen Frau, die Jesus kennengelernt hat. Die war in einer hohen Kaste in ihrer Familie und die Familie hat sie zusammengeschlagen, hat ihr die Haare ausgerissen, hat sie malträtiert, weil sie diesen Jesus einfach nicht losgelassen hat. Die haben sie halb zu Tod geprügelt. Und dann sind die Nachbarn gekommen und nur dank den Nachbarn hat diese junge Frau überlebt. Und der Punkt aber ist, dass dann die Mutter dieser jungen Frau krank geworden ist, sterbenskrank geworden ist. Und dann durfte die junge Frau den Pastor rufen. Und der Pastor hat für die Mutter gebetet und die Mutter wurde gesund und die ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Und das friert mich da alles durch. Und das ist, weil Menschen für diese junge Frau gebetet haben, dass sie eben den Glauben an Jesus nicht verwirft, dass sie weiter dranbleiben kann. Und ganz ehrlich, das ist das, was Gina vorhin gezeigt hat. Wenn wir voll mit Jesus sind, voll mit dem Heiligen Geist sind, dann ist so etwas überhaupt möglich. Und wenn nicht, dann ist das unmöglich. Dann ist das unmöglich. Und wie können wir beten für verfolgte Christen? Und da einfach mit der Bibel. Sprich
Wort Gottes aus über diese Menschen. Bitte Gott, dir zu zeigen, wie du beten kannst. Bitte Gott, dir Bibelstellen zu zeigen. Oder frage Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht bereits schon für verfolgte Christen beten. Schau dir die YouVersion an, das ist ein Bible-App auf dem iPhone, da kannst du eingeben, verfolgte Christen, wie kannst du für sie beten. Versuche wirklich herauszufinden, wie. Und wir haben einfach so, als wir die Hour of Prayer zusammen vorbereitet haben, haben wir einfach gemerkt, hey, wir wollen mit dem Wort Gottes für diese Menschen beten, weil sonst ist es einfach schwierig. Und wir wollen das nehmen, was Gott in eben die Bibel hineingelegt hat, und das proklamieren wir. Proklamieren heißt, wir sprechen das aus über diese Menschen, damit eben diese Kraft Gottes in ihnen Fuß fassen kann und damit sie beständig sein können, weil eben Gott ja sagt, und da lesen wir weiter in Offenbarung 2,10, bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir den Siegespreis des ewigen Lebens geben, weil Gott weiß, dass der Teufel umhergeht. Er weiß, dass eben das Leben der verfolgten Christen Horror ist, Pain ist und Und deswegen beten wir jetzt zusammen mit dir, und da kannst du auch deine Bibel wieder hervornehmen. Du kannst aufschlagen in Epheser 6,10. Da wollen wir zusammen proklamieren, eben Wort Gottes aussprechen. Und wir wollen sagen, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und das sprechen wir aus über den verfolgten Christen und über jedem Einzelnen, egal in welchem Land, egal in welchem Ort. Über diese Menschen sprechen wir das aus. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn ihr kämpft nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern eben gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Stell dir vor, diese Mutter und diese Tochter, von der ich dir vorhin erzählt habe, die Mutter hat das Kind so krass malträtiert. Das machst du nicht, wenn du nicht von einer bösen Macht befallen bist, weil du liebst ja dein Kind. Das könnte ich niemals tun, oder? Und eben Gott sagt hier, ihr seid nicht von Menschen. Die greifen euch nicht an. Logisch die Menschen, aber es sind die Mächte dahinter. Es sind die Mächte dahinter. Und dann steht hier weiter, sagt Paulus weiter, hey, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Die Tochter ist nicht davongelaufen, sondern ist zurückgekehrt, und dank dem konnte die ganze Familie zum Glauben finden. Wie krass ist das? Weiter geht es, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. So eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Hier können wir ganz klar beten, hey, verfolgte Christen in Pakistan, wo auch immer, nehmt den Gürtel der Wahrheit, kleidet euch mit dem Panzer der Gerechtigkeit, das sprechen wir euch zu. Wir sprechen euch diese Waffenrüstung zu, und der Feind kann euch nicht verletzen. Dann geht es weiter, setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes und seid beständig. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Da eben werden wir ermutigt, um füreinander zu beten, um für unsere Brüder und Schwestern zu beten. Betet auch für mich, sagt hier Paulus, und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner Botschaft weitersage. Und das sprechen wir hier auch wieder hinein. Seid mutig und sprecht Wort Gottes aus. Paulus sagt weiter, ich bin im Gefängnis, und das sagen ganz viele Menschen auf der Welt auch, weil ich als Gottes Bote für diese Botschaft
weil ich die verkünde. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Ja, und wir möchten einfach auch einen Bibelvers aussprechen, 2. Korinther 12, 9-10. Du darfst ihn aufschlagen. Wir möchten beten, dass verfolgte Christen in ihrer Schwäche Friede in Gott finden. Das ist einer meiner größten Gebetsanliegen für diese Leute, die da mittendrin sind. Und im 2. Korinther 12 lesen wir, jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was ihr braucht. Meine Kraft zeigt sich in eurer Schwäche. Und das wünsche ich mir und das sprechen wir ihnen gleich zu. Hey, Gottes Kraft ist alles, was sie brauchen und diese wird auch durch sie durchwirken. Und nun sprechen wir zu euch zu, seid zufrieden mit eurer Schwäche, damit die Kraft von Christus durch euch wirken kann. Da ihr wisst, dass es für Christus geschieht, seid ihr mit euren Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ihr schwach seid, bin ich stark. Ja. Mega krass. Ja, und wir möchten euch einfach ermutigen und wir hoffen von ganzem Herzen, weil wir sind jetzt bereits wieder am Ende von Hour of Prayer. Es geht jeweils so schnell vorbei, ist fast schade, aber es ist so. Und ja, wir hoffen einfach, wir konnten dich ermutigen, einfach für dich selber hinzustehen und auch eben für dich Wort Gottes zu proklamieren. Und wir hoffen, wir konnten dich ermutigen, für die verfolgten Christen einzustehen mit dem Wort Gottes, das kräftiger und mächtiger ist als alles andere auf dieser Welt. Und eben du kannst, wenn du zum Beispiel auch eine Person kennst mit Namen, dann kannst du den Bibelvers nehmen und den Namen dieser Person einsetzen. Du kannst deinen Namen einsetzen, du kannst Namen von deinem Umfeld einsetzen oder eben von verfolgten Christen. Und wenn du die Namen unserer Brüder und Schwestern, die am Leiden sind auf der ganzen Welt, getötet werden, in Gefängnissen sitzen, nicht kennst, dann kannst du sagen, hilf den verfolgten Christen, wo immer sie sind. Das ist ganz easy, das kannst du einfach so tun. Und ja, das genau möchten wir uns selber auch mega zu Herzen nehmen. Ja, dann bleibt uns jetzt einfach noch zu sagen, danke, warst du mit dabei. Danke, warst du so aktiv im Chat mit dabei. Das hilft immer sehr. Untereinander auch, aber auch uns. Und wir wünschen dir Gottes Segen. Wenn du dich mit uns connecten möchtest, wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann wirst du den Link unten eingeblendet sehen. Dann kannst du dich mit uns connecten. Wir beten für dich und wir sagen danke vielmals, God bless you und ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao.